Mittag am Eis. Was macht ihr am Mittag am Eis? Was macht ihr am Mittag am Eis? Viele Leute in der Schweiz essen schon am 12 Uhr zu Mittag. Ja? Hast du am Eis schon zu Mittag gehabt? Oder du hast erst zu Mittag essen? Hallo Ali! Oder machst du ein Mittagsschläfli? Oder modern kannst du auch sagen, ein Powernook. Tust du ein bisschen abliegen nach dem Mittag, 15-20 Minuten. Hallo Mohammed. Ja, bitte. Danke für eure Zeit. Schön, dass ihr da sind. Hakuna Matata, du isst gern. Du isst am Eis meistens. Ja. Dann ist Zeit zum Mittagessen. Aber wir haben heute Morgen sehr spät gemörgelt. Erst gegen die 11 Uhr. Also wir haben noch nicht am Eis gegessen. Etwas essen. Genau, Brian, du tust auch etwas essen. Du isst es zu Mittag. Hallo, Hattis. Genau, ich mache Online-Lessons, genau, Online-Lektionen. Ihr könnt auf meiner Homepage Swiss German Online über die Webinare erfahren, mehr über die Webinare erfahren. Ich möchte jetzt da nicht so viel darüber reden. Pedro, Eis ist zu früh für dich. Du isst lieber etwas später zu Mittag. Genau. Patrick, du isst gerne Gemüse. Wunderbar. Du tust dich gesund ernähren. Du tust gesunde Sachen essen. Also am Mittag am Eis. Die einen machen Mittagspause. Die anderen essen erst später zu Mittag essen. Sie sind noch am Arbeiten. Oder vielleicht gibt es Leute, die ein Mittagsschläfchen machen. Am 2. Was macht ihr am 2? Natürlich, je nach Kontext musst du sehen, ist das 2 in der Nacht oder 2 am Tag. Hallo, Sveta. Hallo. Hallo Pedro. Was macht ihr? Geht ihr manchmal erst am 2 ins Bett? Ja, kann das sein? Oder was macht ihr am 2 am Nachmittag? Am 2 am Nachmittag fängt man wieder an zu arbeiten. Ja? Am Nachmittag muss man sich noch einmal an die Arbeit machen. Noch ein bisschen arbeiten, bevor es Feierabend gibt. Genau. Dann geht es wieder los. Mit viel Energie. Genau, das ist Nachmittag. Am 2 ist schon Nachmittag. Hallo Miki. Also, für die interessiert sind für Schweizerdeutsch, für Anfänger, ganz Anfänger, gibt es einen Kurs, Online-Lektionen, also 44 für 44 Franken pro Monat. Und der Link ist in der Beschreibung. Einmal pro Monat machen wir dann auch ein Webinar und zusammen die Sachen von diesen Lektionen wiederholen und anschauen, Fragen beantworten und so. Und für die schon ein bisschen weiter sind, gibt es dann Webinar. Brian, du bist in Amerika und du hast am 2 am Nachmittag Schweizerdeutsch. Genau, 2-mal in der Woche haben wir zusammen Schweizerdeutsch. Das freut uns, dass du am Nachmittag eine Pause machen kannst und dich zuschalten aus Amerika. Snow.
Snow. Ich tue Schweizerdeutsch unterrichten und meistens, wenn ich übersetze oder so, dann auf Englisch. Aber während der Lektion, während dem Film, versuchen wir, Schweizerdeutsch zu reden. Nur Schweizerdeutsch, so gut es geht. Zu Lauterbrunnen, du tust auch arbeiten am 2 am Nachmittag. Ausser vielleicht am Samstag, dann hast du frei. Sehr wahrscheinlich. Ich war heute einkaufen mit meiner Tochter. Sie hat gewachsen. Sie ist gross. Sie ist schon immer grösser. Also, wir mussten einkaufen. Am 2 waren wir unterwegs. Am 3 am Nachmittag. Am 3 am Nachmittag oder am 3 in der Nacht. Was macht ihr? Oh, Zakaria, hallo. MBK. Wieder einen Kaffee trinken, eine Kaffeepause, dass du noch Energie hast zum Arbeiten bis am Abend. Miki, du tust Fußball spielen, du gehst shooten. Dann bist du sehr wahrscheinlich in einem Club. Ja? Und der tut am 3 schon trainieren. Wunderbar. Ja, am 3, die Ersten können vielleicht am 3 Feierabend machen, wenn sie am Morgen ganz, ganz früh anfangen zu arbeiten. Ja, vielleicht kannst du schon Feierabend machen am 3 und deine Kinder abholen von der Schule. Am 3, genau, Hakuna Matata, bist du noch ganz konzentriert bei der Arbeit. Du kannst noch nicht ans Feierabend machen denken. Vielleicht hast du erst am 5 Uhr Feierabend. Patrick, du tust auch gerne shooten. Ja, bist du in einem Team? Bist du in einem Club? Genau, es kommt darauf an, welcher Wochentag das ist. Ja? Ich habe manchmal am 3 schon Feierabend oder manchmal habe ich früher Feierabend oder manchmal arbeite ich am Abend noch. Mein Arbeitstag ist unregelmässig. Es hängt vom Wochentag ab. Vielleicht gehst du ins Fitness, schon am 3, einmal pro Woche. Also Patrick, du spielst nur mit deinen Freunden Fußball. Du tust ein paar Freunde zusammentrommeln. Du tust auch noch anrufen und sagen, kommt, wir gehen Fußball spielen. Ja? Du tust ein paar Leute, ein paar Freunde zusammentrommeln, dass ihr ein Team sind, dass ihr zu Parten sind, dass ihr spielen könnt. Wie schreibt man das? Es kommt drauf an. Es ist das Verb ankommen. Ja, es kommt drauf an. Versuch es mal zu schreiben. Dein Tag ist auch unregelmässig. Genau, Patrick, du kannst sagen, wir trommeln ein paar Freunde zusammentrommeln. Das heisst, wir rufen ihnen anrufen und sagen, kommt jetzt, kommt, wir gehen raus, kommt, wir machen etwas zusammen. Wir gehen shooten. Lisa oder Lina, du störst deinen Mann am 3 am Nachmittag. Du störst ihn, bringst ihm vielleicht einen Kaffee oder vielleicht läutest ihm an und fragst, wenn er heimkommt. Es kommt darauf an, genau. Hallo Attila. Wow, Toni, du tust Boccia spielen. Am 3 kannst du Boccia spielen. Und wir haben am Nachmittag eine Pause und dann können wir zu 4 Uhr essen. Also wenn wir von der Arbeit heimkommen oder wenn die Kinder von der Schule heimkommen, dann gibt es ein kleines zu 4 Uhr. Bei vielen Leuten, vielleicht nicht bei allen. Ja, also wir vielleicht ein Stück Kuchen oder einen Apfel oder eine Banane oder ein Gutzli. Irgendetwas Kleines zu 4 Uhr. Ja? Essen ihr zu 4 Uhr? Und was gibt es bei euch zu 4 Uhr?
Das heisst das 4, aber es muss nicht Punkt am 4 sein. Es kann auch am 4:30 sein oder am 5 oder ein bisschen vorher. Ja? Einfach etwas Kleines, das man am Nachmittag isst, dem sagt man das 4. Patrick, du hast gerne das 4. Genau. Und jetzt merkt ihr, wir sagen nicht nur am 4, sondern wir sagen am 4 Zeit. Ja? 1, 2, 3 ist normal. Wir treffen uns am 1, wir treffen uns am 2, wir treffen uns am 3. Aber ab 4 tun wir ein «i» dazugeben und wir sagen nicht «Uhr». Wir sagen nicht «Uhr». Am 4 ist sie das 4. Patrick, du isst immer das 4. Aber was gibt's? Es kommt darauf an, sehr wahrscheinlich, was du daheim hast. Ich habe gerne eine Frucht zum Beispiel, etwas Fruchtiges oder ein Joghurt. Hakuna Matata, für dich gibt es Schoki, das gibt auch Energie, Schoki. Genau, das ist gut. Am 5, also 5, oder die Zürcher sagen auch 5, am 5. Was macht ihr am 5? Am 5 mache ich manchmal eine Pause. Manchmal gehe ich ein bisschen abliegen. Ich mache einen Power-Nook, wenn ich müde bin. Brian, du trinkst gerne ein Bierli zu 4. Ja? Vielleicht mit einem Kollegen. Gehst du nach dem Arbeiten noch eins ziehen, ins Restaurant oder in ein Beizli. Nur am Wochenende. Ja, zu viel Bier ist nicht gut. Miki, du isst nur ab und zu 4, nicht jeden Tag. Am 5 gehst du gerne in den Garten arbeiten. MBK. Hallo Pedro. Wo ist Olivia? Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist Olivia? Die haben wir heute noch nicht gesehen. Am 5 machst du dich parat zum Joggen. Und du freust dich, dass endlich Feierabend ist. Genau. BK, du machst auch ein bisschen Sport. Also Laufen ist auf Schweizerdeutsch einfach langsam laufen. Das ist nicht springen. Auf Hochdeutsch schon. Laufen ist so wie auf dem Bild. Der Mann, der tut joggen. Aber auf Schweizerdeutsch ist das nicht laufen. Auf Schweizerdeutsch ist das springen oder rennen. Ich gehe rennen, gehe joggen. Ja? Laufen ist langsam, gemütlich. Du kannst mit dem Hund laufen, zum Beispiel. Ja? Aber ein bisschen Sport machen vor dem Znacht, vor dem Abendessen, das ist super. Mohammed, du fastest seit einem Monat. Du kannst erst essen, wenn es dunkel wird, ja? Und das ist in dieser Zeit schon recht spät am Abend. Du musst lange warten. Ali, du bist am 5 Uhr unterwegs. Sehr wahrscheinlich tust du pendeln, jeden Tag von Wohlen auf Aarau und zu Wohlen bist du sehr wahrscheinlich daheim und du tust pendeln und bist unterwegs um die Zeit, am 5 Uhr. Am 5 Uhr ist vielleicht Stossverkehr in den Strassen, ja, weil alle Leute auf dem Heimweg sind, hat es viele Autos auf der Straße und es ist ein Stossverkehr. Also die Zeit vom Tag, wo es viel Auto hat oder vielleicht Stau. Bub, du Linda oder Lina, du gehst am 5 Uhr spazieren. Swiss, du meinst, er spielt FIFA. Oder du spielst FIFA mit jemandem.
Peter, du bist noch am Studieren vielleicht oder bist in der Schule und du lernst für deine Prüfungen oder vielleicht machst du eine Weiterbildung. Nach dem Feierabend musst du Hausaufgaben machen, musst lernen. Patrick, du willst auch fasten. Viel Glück beim Fasten. Genau, Brian. Am 5 Uhr bist du auch wieder auf dem Heimweg. Du tust auch pendeln, heimfahren. Am 6 Uhr. Am 6 Uhr, je nachdem, am 6 Uhr am Morgen stehen einige Leute schon auf. Am 6 Uhr am Morgen, sogar noch früher. Ja. Sind ihr Frühaufsteher? Steht ihr so früh auf? Oder sind ihr Spätaufsteher? Gofferli, du möchtest, dass ich etwas übersetze. Ich hoffe, es stimmt. Ich tue mich eigentlich nicht schminken. Wieso tust du dich nicht schminken? Oder wieso tut sie sich nicht schminken? Hallo, guten Abend alle. Ich weiss nicht, am 6 Uhr am Morgen, ich mag eben nicht am 6 Uhr am Morgen aufstehen, um mich zu schminken. Ich tue lieber schlafen. Hallo Sheng. Tut ihr euch am Morgen schminken? Eine halbe Stunde schön machen? Vielleicht, wieso nicht? Jean, hallo Jean, du stehst immer schon am 6 Uhr auf. Das ist früh. Ja, dann musst du rechtzeitig ins Bett. Du musst am Abend vielleicht am 10, 11 ins Bett. Ui, Swiss, du stehst erst am 1 auf und gehst am 5 am Morgen ins Bett. Was machst du? Was ist dein Job, dass du so einen Tag hast? Dass du so anders tickst wie mir? Du tust auch schlafen. Am 7. am Abend schon, Hakuna Matata, glaube nicht, oder? Oder du tust gerne am Morgen ausschlafen oder ein bisschen länger schlafen. Und FIFA, du meinst immer am Morgen schminken, das ist das Sutter, das verstehe ich nicht. Patrick, du schminkst dich nie, das ist sehr wahrscheinlich verständlich. Ja, du tust auch lieber schlafen. Ali, du stehst um 6 Uhr auf. Du musst Selbstdisziplin haben und um 6 Uhr aufstehen. Am 7. fährst du schon an zu arbeiten, Mohammed. Wow, du musst sicher auch etwa am 6 Uhr aufstehen. Wenn nicht früher, dass du am 7. im Büro bist. Brian, Hut ab. Du stehst am 6 Uhr auf und du gehst vor dem Arbeiten noch joggen. Nicht schlecht. Wie schreibt man seit einem Monat? Genau, seit einem Monat. Du tust seit einem Monat mehr Sport machen, vielleicht. Sheng, du stehst am 9 Uhr auf. Vielleicht ist das wegen der Corona-Pandemie und du hast ein bisschen mehr Zeit zum Schlafen. Okay, am 6 Uhr am Abend haben wir die Nacht. Genau. Oder am 7 am Abend. Ja, das ist schon Zeit zum Nachtessen. Ich habe Glück. Jetzt machen meine Kinder mehr zur Nacht oder manchmal kochen sie sogar zu Mittag. Kochen. Sie sind mehr daheim.
Brian, ich sage, ich stehe auf. Aufstehen. Stehen ist Hochdeutsch. Das ist eher stehen auf Schweizerdeutsch. Snow, du hast eine gute Frage. Hi German, wieso ist das Hochdeutsch? Wir sagen manchmal auch Schriftsprache. Schriftsprache sagen wir auch. Oder Standardsprache. Weil in der Schweiz schreiben wir Hochdeutsch schreiben und lesen. Aber reden eigentlich weniger. Ausser in der Schule. Swiss, ich verstehe nicht, was du meinst. Heutzutage schlafe ich wenig. Nur 5 Stunden, Mohammed. Weil du sehr früh musst aufstehen. Ja, ich hoffe, du kannst bald länger schlafen. Und MBK, du nimmst ein Aperitif am 7. und dann fängst du erst an zu kochen. Seit einem Monat. Machst du auch Ramadan? Tust du auch fasten? Ja? Am 8. Am Morgen fängt meistens die Schule an. Aber jetzt haben die Kinder erst am 9. haben sie Lektionen. Also sie können ein bisschen länger schlafen. Am 8. am Abend haben wir Webinar für Anfänger, immer am Dienstag und am Donnerstag. Und was macht ihr? Am 7. tust du duschen, du hast Sport gemacht, du kommst heim, du tust dich frisch machen nach der Nacht. Peter, du kannst bis am 8. schlafen, aber du musst trotzdem lernen, ja? Auch wenn du nicht an die Uni musst. Habt ihr auch online Livestream etwas, also Online-Lektionen? Linda, Lisa, du tust auch fasten. Du tust viel Käfeln. MBK. Kaffee trinken. Ja, du musst schauen, dass du dann genug Wasser trinkst. Aber Kaffee ist gut. Vor allem ist es verführerisch, weil man auf einen Knopf drücken kann und dann ist der Kaffee parat. Patrick, du tust am Abend noch Fernsehen schauen. Am Abend, am 8. Genau. Brian, du hast Pizzateig vorbereitet gestern Abend. Das heisst, heute hat es sehr wahrscheinlich Pizza gegeben. Das ist eine coole Idee. Ich habe auch noch Sachen für Pizza in meinem Kühlschrank. Hakuna Matata, das ist die Zeit zum Kind ins Bett zu bringen. 8 oder 9. Jetzt im Sommer ist es schwierig, wenn es noch hell ist um diese Zeit. Miki, du hast Online-Schule. Und Pedro, du machst nur Streaming mit mir. Das ist cool, dass du Streaming mit mir machst. Und jetzt am Morgen, am 9. gibt es viele Leute, die machen schon eine Pause. Wenn man am 7. anfängt zu arbeiten, dann kann man am 9. eine Pause machen. Oder am 10. macht man eine Pause. Oder zwischendrin, einmal am Morgen. Und das, was man dann isst, zwischen dem Morgen und dem Mittag, das ist das 9. Also ich habe zum 9 früher immer einen Apfel mit in die Schule genommen. Bei uns hat es immer einen Apfel gegeben. Habt ihr auch etwas zum 9? Und was esst ihr zum 9? Es muss nicht am Punkt am 9 sein, aber es ist das, was man am Morgen isst. Brian, ihr habt heute Mittag Pizza gehabt. Das war sicher sehr fein. Lisa, am 8. am Abend ist Bettzeit für deine Kinder. Genau. Dann hast du noch relativ kleine Kinder.
Sveta, wenn du möchtest, kannst du Englisch schreiben und ich tue dann das auf Schweizerdeutsch sagen. Ja. Genau, Peter, du hast Online-Seminar und Vorlesungen. Und es ist schwierig aufzupassen, man ist schnell abgelenkt. Da kannst du etwas essen holen oder da kommt jemand ins Zimmer und möchte etwas von dir. Du bist schneller abgelenkt. Hakuna Matata, du nimmst ein Gipfeli oder ein Bretzeli zum 9. Und Peter, du nimmst manchmal einen Apfel oder auch andere Früchte. Das ist super. Also du tust dich gesund ernähren. Jetzt am 9:30. 9:30 ist nicht wie im Englischen eine halbe Stunde nach dem 10, sondern es ist 30 Minuten vor 10. Also 9:30 ist 9:30. Ja, wir müssen aufpassen. 9:30 ist 9:30. Am 9:30 arbeite ich manchmal noch, am Abend. Nicht immer, aber manchmal arbeite ich am 9:30 noch. 3-mal pro Woche. Ja. Und ihr? Schaut ihr einen Film am Abend noch? Oder was macht ihr? Am 9:30. Oder es gibt Leute, die machen am 9:30 am Morgen eine Pause. Eine 9 Pause. Und am 11. 11 ist eine gute Zeit, um ins Bett zu gehen. Für mich. Dann kann ich richtig ausschlafen. Patrick, du lesen am Abend, bevor du ins Bett gehst. Tust du ein Buch lesen? Hakuna Matata, du tust 10 vor 10 schauen im Schweizer Fernsehen. 10 vor 10 habe ich auch gerne. Ja, sie haben immer gute Informationen. Brian, du gehst am 9:30 ins Bett. Kein Wunder, wenn du schon am 6 Uhr am Morgen gehst joggen, dann ist es wirklich, bist sehr wahrscheinlich todmüde am 9:30. Lisa, ob man Zahlen gross schreibt auf Schweizerdeutsch oder nicht. Also, wenn du es einschreibst zu der Zahl, dann wird es der Name der Zahl, also dann wird es ein Nomen eigentlich. Aber eigentlich schreiben wir Schweizerdeutsch gar nicht schreiben. Also du musst dir keine Gedanken machen. Ich bin sicher, es gibt Leute, die es klein schreiben und es gibt Leute, die es gross schreiben. Und viele Leute schreiben gar nicht Schweizerdeutsch schreiben. Aber ich denke, für mich macht es Sinn, wenn es um Zeit geht, dass man sagt, am 11, dass man das gross schreibt. Aber manchmal schreibe ich es auch klein. Hakuna Matata, 11 ist Zeit zum Kuscheln, genau. Das braucht es auch. Das ist gut für die Beziehung. Peter, du schaust entweder Zürich News oder 10 vor 10. Hallo, Hamada. Du gehst am 11:30 ins Bett, Jen. Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du auch bis am 8, 9 schlafen. Ja. Und Miki, du musst Hausaufgaben machen. Du machst deine Hausaufgaben sehr schnell. Nur 20 Minuten. Du bist ein schneller, fleissiger. Genau, Peter, du hast eine Schweizer Freundin, ja? Eben, es gibt so viele verschiedene Dialekte
Und es gibt so viele verschiedene Arten, etwas zu sagen. Ich versuche, mich im Schreiben zum Beispiel als Hochdeutsche zu halten, zum Beispiel, weil Hochdeutsch schreibt man Nomen gross, dann versuche ich das auf Schweizerdeutsch auch zu machen. Aber es gibt keine Regeln in dem Sinn. Ja. Am 11 Uhr, und wir kommen langsam zum Ende, am Mittag um 12 Uhr, am Mittag sind wir immer mit der Familie zusammengekommen. Mein Vater ist heimgekommen vom Arbeiten und ich und meine Brüder, wir sind heimgekommen von der Schule und wir haben immer zusammen zu Mittag gegessen. Aber später, nachher nicht mehr. Später bin ich über den Mittag in der Schule geblieben. Am 12 Uhr. Am 12 Uhr in der Nacht, dem sagt man auch Mitternacht. Ja. Es ist häufig Mitternacht, bis ich ins Bett gehe. Leider. Es ist häufig Mitternacht. Okay, Rebecca, du hast Lust auf eine Lektion über Pronomen. Genau, das ist eine gute Idee. Am 11 Uhr haben wir regelmässig ein Meeting bei der Arbeit. Das ist schon die Zeit, wo alle für ein Meeting erreichbar sein müssen. Ja? Es gibt Leute, die haben fließende Arbeitszeiten, nicht fixe Arbeitszeiten. Also das heisst, du kannst am Morgen ein bisschen früher gehen und am Nachmittag dafür ein bisschen früher heim. Oder du kannst erst am 9 Uhr arbeiten und dann musst du am Abend länger arbeiten. So fließende Arbeitszeiten. Das ist cool, wenn man Kind hat oder so. Aber es gibt Zeiten, wo alle im Büro sein müssen. Bei dir ist das sicher 11 Uhr. Amir, das Video kannst du sicher später auf YouTube noch einmal schauen. Das wird aufgenommen. Am Mittag, am 12 Uhr schaffst du noch und dann gehst du mit den Freunden etwas essen. Du gehst mit Arbeitskollegen vielleicht in die Mensa etwas essen oder du kannst in ein Restaurant gehen über den Mittag. Ich bin früher mit meinen Arbeitskollegen einmal in der Woche ins Restaurant zu Mittag essen. Und sonst haben wir eher etwas Kleines gehabt. In der Schule zum Beispiel. Regelmässig oder regelmässig? Regelmässig. Regelmässig, nicht regelmässig. Also regelmässig, wir sind regelmässig zusammen etwas zu Mittag essen. Okay. Möchtet ihr sonst noch etwas sagen? Da haben wir ein schönes Bild mit einem Mann, der zum Morgen isst und dann arbeitet und dann Sport macht. Wir haben ein bisschen über unseren Alltag geredet, über das, was wir machen am Tag. Wir haben die Zeiten angeschaut und wir müssen daran denken, auf Schweizerdeutsch hängen wir immer ein IH an der Zahl. Ausser 1, 2, 3. Am 4, am 5, am 6, am 7, am 8, am 9, am 10, am 11, am 12. Genau. Oder, wo wir auch noch das einbrauchen, das ist mit dem Alter. Also, mein Sohn ist 17 und dann braucht man das I auch. Und dann sagt man nicht Jahre alt oder wenn man sagt, es ist 12, sagt man auch nicht Uhr. Es reicht. Das I ist alles, was es braucht. Okay, das Streaming ist jetzt langsam fertig, Cheng. Ich möchte mich schon verabschieden. Was machen Sie am Wochenende? Also, am Samstag gehe ich sehr häufig einkaufen. Manchmal mit dem Kind, manchmal allein und putzen. Und dann ist der Samstag schon fast gelaufen.
Und am Sonntag gehe ich sicher zu Kirche. Wir essen etwas Gutes mit der Familie. Wir machen gerne einen Ausflug. Wir gehen in den Wald, in die Natur oder Familie besuchen, wenn es möglich ist. Ja. Und ihr, was macht ihr am Wochenende? Die Grammatik auf Schweizerdeutsch ist nicht korrekt, meinst du? Hamada, ich verstehe nicht, was du meinst. Lisa, du sagst auch, ihr könnt in der Familie zusammen zu Mittag essen. Deine Kinder kommen heim, dein Mann kommt heim. Das ist ein schöner Brauch, eine gute Sache, ja. Peter, du gehst auch zu Kirche. Schön. Das ist auch ein guter Ort, um sich zu integrieren. In der Kirche, in der Schweiz, hat es immer viele Gruppen und so. Man kann andere Leute kennenlernen. Ich finde es gut, wenn man sich kann Schweizer kennenlernen und mit ihnen etwas machen. Peter, du isst immer mit deiner Familie zusammen am Sonntag. Das ist ein wichtiger Teil vom Sonntag, ja, dass man zusammensitzt, sich Zeit nimmt und etwas zusammen macht und zusammen isst. Genau, das ist gut für die Familie. Okay. Gut, Cheng, du bist schon spät dran. Ich verabschiede dich. Ich verabschiede mich auch. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, noch einen schönen Sonntagmorgen, eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns einmal in einem anderen Livestream wieder. Ich erkenne da schon ein paar Leute, die immer wieder dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Brian, in der Kirche ist eigentlich Hochdeutsch, genau. Ausser es ist eine spezielle Messe für Kinder oder so. Aber meistens wird die Messe gelesen auf Hochdeutsch. Also, der Pfarrer kann auch etwas anderes machen, wenn er will, aber generell ist es Hochdeutsch. Ja. Schönes Wochenende!